herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider mit der gestressten und doch komisch aussehenden Lara Croft. Und mir, dem Drandubaki, dem etwas schlecht gelaunten. Nein. So, wir gehen in die Grotte rein, in den Geheimgang, wo die Unsterblichen sind. Ich freue mich schon gar nicht drauf, da reinzugehen, aber okay, wir müssen ja so oder so. Trinity ist auf dem Weg hierhin, die sprengen sich in den Berg rein. Wir müssen den geheimen Gang nehmen, um da vor ihnen da zu sein. Wir haben den Propheten getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Jacob ist der Prophet. Oder zumindest sowas in der Art. Das Oreri, okay. Und Jacob hat auch diese göttliche, keine Ahnung, was? Diese göttliche Sache entdeckt und er hat gesagt, es ist eigentlich gar nicht göttlich. Es ist zwar mächtig und so weiter, aber nicht göttlich. Und auch er sagt, in den Händen von Trinity wäre das ein verheerender, ja, Breitblattwand. Was? Hier war doch gerade noch was am Leuchten, oder nicht? Okay, anscheinend nicht. Mann. So, versuchen wir das. Nee, da liegt wirklich was. Mann. So, bisschen Fell. So, okay. Dann versuchen wir das nochmal. Dass die auf so einen Pfeil stehen kann hier, das ist abartig. Pilze! Jo. Soll vielleicht was bedeuten. Aha. Für was war denn der gut? Und dann landet sie wieder auf dem, na sagt's mir halt, auf dem Pfeil. Wunderbar. Tschuh. Wo mag die Reise hingehen? Wir nähern uns wirklich nah dies nach am Ende. Und das freut mich. Weil dann ist dieses Ich muss Projekt jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, beendet. Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Dad wird die Entdeckung miterleben. Haltezeit. So. Dad wird wird diese Entdeckung miterleben, weil Dad lebt in deinem Herzen, Lara. Ja, Holzsplittergeschoss. Warum auch immer. So, wunderbar. Fehlt noch ein bisschen Pelz.
So, okay, Lara, weiter geht's. Nicht ausruhen. Wir haben ein Ziel vor uns. Ja, da unten ist nichts. Da liegen wieder Pilze. Die Pilze mögen irgendwas zu bedeuten irgendwie. Sind die Unsterblichen vielleicht gegen Gift allergisch sozusagen oder so? Ein bisschen Info von Jacob zu den Unsterblichen wäre auch noch irgendwie was gewesen. Ne? Faszinierend. Ja, faszinierend schon. Faszinierend und doch gleich gefährlich. Oha. Okay, das ist Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery. Gehört es zum Observatorium? Ja, meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Super. Noch eine kleine Herausforderung hier. Oh Mann, das wird glaube ich noch schwer. Absolut nichts hier. Nichts, was ich brauchen kann. Mann, oh Mann, Mann, Mann. Oha. Ruft wieder nach einem Labyrinth, nach einem Rätsel. So, okay. Also, Grafikdesign technisch hammer hart. So, Übersetzungstechnisch kannst du nichts mehr tun. Naja. So. Okay. Dann einmal hier runter und... Ah, komm jetzt, Lara. Stell dich nicht blöd an. Runter mit dir, ja. Spring runter. Genau, machst du gut. Absolut kein Schatz hier unten. Nix für eine Archäologin. Mit den Orion ein Eingang nach Kitesh. Das ist unglaublich. Oha. Mal sehen, wie das funktioniert. Danke, dass du das sagst. Hallo? Würdest du? Lara, nerv mich jetzt nicht. So. Mal auf die 1. Okay, ich kann hier einen Pfeil nehmen. Das dreht sich dann. Natürlich. Das dreht sich, damit ich da drauf springen kann. Und dann... Okay. Und dann... habe ich noch das, wo sich aufdreht. Aha. Und das habe ich noch, was sich auch dreht. Ich drehe jetzt einfach mal alles. Okay. Nee, das ist falsch. Das ist schon mal falsch. Ich muss irgendwie... Wohin muss ich denn? Wo muss ich denn hin? Was bringt mir das jetzt? Ah.
Jungs, ich lieb's, wenn es knifflig ist, aber so knifflig? Ah, okay, ich muss... Scheiße. Okay, der ist wirklich nur von da nach da rüber zu kommen. Den kann ich nicht drehen und den kann ich zwar drehen, aber... Was bringt mir das, wenn ich jetzt da oben drauf stehe? Gar nichts. Oh Mann. Ach, komm schon, Lara. Ho. Okay. Nein, falsche Richtung. Boah, Mist. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, das war der erste Fehlsprung. Ach, Lara. Steht wieder alles so... Ne, steht alles so, wie ich es hatte. Okay, einmal hoch. Einmal hoch. Das wird der zweite Tod. Entschuldigung, ich bin ein Testenmensch. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Okay, nochmal. So, okay. Und jetzt? Scheiße. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt muss ich den so haben, dass ich... Zweite Mal, wo ich tot... dritte Mal, wo ich tot bin? Oh, wird noch öfters so sein. Okay, ich muss den da so rüberkriegen. Keine Ahnung, ob mir das jetzt wirklich was bringt. Doch, das bringt mir was. Natürlich. Natürlich. Jetzt habe ich's. Nee, habe ich nicht. Doch. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Hopp. Und jetzt. So. Und jetzt. Oh. So. Ob ich da jetzt richtig bin, sehen wir, wenn das Licht angeht. Nee, nicht wenn das Licht angeht, aber halt... Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Aha, löst mal. Lass mal sein. Lass mal los. Lass halt los jetzt. Wie kann ich denn jetzt loslassen? Lara, loslassen. Lass halt jetzt los, Lara. Lass los. Ey, die lässt nicht mehr los. Ach so. Ah. Okay, und jetzt? Ah. Okay.
ich verstehe. Wie einfallsreich das doch ist. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ja, danke. Vielen Dank, Clara, für diese kleine Botschaft. Okay, das dreht sich. Und das dreht sich. Dreht sich und das dreht sich. Und das dreht sich und das dreht sich. Okay, und es dreht sich. Was bringt mir das jetzt? Scheiße. Das dreht sich jetzt und das bringt mir das? Mann! Wieso müssen die Quests immer... so schwer sein? Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Was? Jetzt muss das Timing stimmen. Ganz nach oben. Was? Du verarscht mich jetzt, oder? Okay, zuerst den da. So. Hier oben nach... Okay, also ganz falsch ist es ja nicht. So, also zuerst mal in die Mitte. Jetzt So. muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Dann Jetzt muss das Timing stimmen. das hier. Hopp. Okay, das passt ja mal. Und jetzt? Dann komm. Okay, die Dinger da. Ja, oh Gott. Das Teil ist weiter nach vorne, oder? Weiß ich gar nicht. Okay. Und jetzt? Geduld, Lara. Jetzt! Ich drück doch schon. Hallo! Hey, ich habe jetzt ohne Spaß gedrückt, wo sie jetzt gesagt hat. Mann! Okay. Wir sind auf dem besten Weg, nicht erfolgreich zu sein. Bleib stehen, Lara. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das cool finde Timing ich ja, stimmen. dass die nächsten Punkte da... Okay. Geduld, Lara. Jetzt! Oh, geschafft. Geil. Aha. Mach keinen Scheiß, Lara. Mach keinen Scheiß. Ich muss weiter klettern. Ja. Halt dich fest, Mensch. Alter. Wir haben das Auge von ihr wissen. Nee, Quatsch. Was? Wieso? Oh nee. Okay. Muss ich jetzt gerade absolut gar nicht verstehen, warum so eine Kletterpartie. Ja, hier ist noch ein Buch, ich weiß. So. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können. Auf 3.
Yeah, cool. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Irgendwie da, irgendwie da und irgendwie... Weiß doch auch nicht da. Naja. Also versuchen wir das mal. Geronimo! Da noch? Keine Ahnung. Nach oben kann ich ja nicht. So, und... Okay. Okay, sammeln wir das halt noch auf. Warum auch nicht, ne? Okay, zweite... Wo bin ich denn jetzt? Alter, ich wollte gerade sagen, willst du mich jetzt verarschen? So, und... Alter, ich hab's geschafft. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Begeben Sie sich ins Herz von Kitezh, Weg der Unterkunft. Das werden wir allerdings, liebe Freunde, das nächste Mal anschauen, wie es weitergeht, denn das wird noch spannend. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao und arrivederci. Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. For some, discovering the secrets of the world is the only way to live.